Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. So, ich habe jetzt auch nochmal rausgefunden, das Stör gibt es leider erst im Sommer, sowie diverse andere Viecher. Was ich allerdings bei Rege holen kann, sind die Flussfischer. Der Katzefisch und der Blaubarsch fehlt mir da ja noch. Und das kann ich bei Rege angeln. Da wäre ich also auf jeden Fall drauf gefasst sein, dass ich die Viecher noch angle. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Reger, ne? Vielleicht haben wir ja morgen Glück. Wie sieht's dann aus? Immer noch klar und sonnig, voll Teufel. Okay, das heißt, Angeln steht erstmal an zweiter Stelle. So. Die erste Ernte ist mal wieder perfekt. Igitt. Verschluckt. Ist das böse? Entschuldigung, ist das böse, wenn man sich verschluckt? So, dann hier wieder rein. Und der große Streichelzoo. Mit Produkte. Sogar mit Entenfeder. Sehr schön. Dann raus mit euch. Und das war ja wohl dann alles, was wir heute wieder zu erwarten haben. So. Und so. Dann bei euch. Uiuiui. Da haben wir ziemlich viel rausgekriegt. Sehr schön. Ja, die Wutz ist leider immer noch ein Kind. Aber wir lassen sie alle wieder raus. Lassen wir mal die Sau raus. So. Und gut. Sieht doch soweit alles ganz ordentlich aus. Nur die Ziegemilch muss mal wieder warten. So. Und wieder raus mit uns hier. Ja, dafür gibt es auch gut die Brombeer für uns. Und dann wieder ins Gewächshaus. Gut. Ich weiß, das ist unnötig. Ich mach's trotzdem. Egal, ob jemand irgendwas reinkommentiert, ich mach's trotzdem. So. Und so. Und da ist noch einer. Gut, Alter. Ach, Quatsch. Was mache ich damit auf einen Käse? So wird das gemacht. Und weiter geht's. Was mache ich denn echt auf einen Käse? Jetzt mal ohne Scheiß hier. So wird das doch gemacht. Das heißt hier. Und bei der Aubergine. Yes, das erleidet. Als ob das eine Wissenschaft wäre, dass man hier mittig gießt. Meine Fresse. So. Dann hat es mal gerade wieder gereicht. Und es ist mal wieder Maiszeit. Also nichts wie raus damit und Tomate und Blaubeerezeit. Heieieiei. Aber Blaubeere und Tomate finde ich ja unglaublich geil. Ich liebe das Zeug. Ich könnte mich total totfressen. So, schön sieht es aus mit einer zwei rustikale Hütte hier neben dran. Machen wir Platz, bevor ich euch umreit. So. Da haben wir da bestimmt noch Platz für, genau, sind sie dann die normale? Dass wir wieder auf 20 aufstocken können. Und der Rest geht hier wieder rein. In die Abteilung. Pastinake sowieso fort. Gut. Hier haben wir noch was. Gut. Sagis kann wieder auffüllen und dann geht's hier kräftig. Nee, bevor das weitergeht. Bevor das weitergeht, hole ich mal erst einmal beim Pierre das Nötige. Weil dann gieße ich ja sonst und muss wieder nachgießen. Nee, das ist etwas blöder. Deswegen machen wir es, wie es ist. Und holen erst mal beim Pierre 24 Pastinake und 6 Blumenkohl noch. Clint will 35 Kupfererz haben. Ups. Das war aber ein weiter Sprung auf der Gaul. So. Jo, ich bin's wohl wieder, der Ackermann. Dein bester Kunde von Welt, wo gibt und bald dein Schwiegersohn. Und trotzdem gibt er keinen Rabatt, der Zigeuner hier. So.
Das waren noch 6 Blumenkohl, genau. Ansonsten, nö, nix mehr. Aber wir unterstützen ja natürlich und die lokale Produktion. Und weiter geht's. So. Zurück wieder auf der Pelzer Hof. Dann wird das Zeug wieder gemacht. Haben wir die 6 Dünger zufällig noch parat? Weil ich glaube, die habe ich jetzt nicht reingemacht, ne? Dünger. Habe ich den Dünger zufällig irgendwo reingeschmissen? Sieht nicht so aus. Na gut, dann machen wir halt das so. Und machen die 6 Dünger nochmal so. Dann. Du machst mal hier den Türstopper. Und hier werden erstmal die Pastinake wieder eingepflanzt. So. So läuft die Geschichte nämlich. Und bevor wir den machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enna fehlt noch. Verdammt mich noch mal. Dann halt noch Enna. Dann halt noch Enna. Verflixt noch mal. So, damit man hier wieder aufs Feld rennt. Lecken wir halt nochmal ein großes Blumenkohlfeld ab. Da ist es ein 39 am K38er Feld. Ja, Yankee zählen können müssten wir. Hallo Heidi. So. Glücklicherweise geht es aber relativ fix hier mittlerweile. Jo, ich bin's mal wieder. Ich habe mal einer zu wenig gekauft. Hi Abby. Ja, Vögel zwitschern und sind sehr beneidenswert, natürlich. Alle hopp. Dann gehen wir jetzt aber noch schnell zu Clint. Damit er uns auch die Geode knackt. Sodela. Geh schon. So, Clinty Boy. Wir haben nämlich noch was für dich zu tun. Zack und zack. Naja, 3 Ställe sind 3 Ställe. Und ansonsten im Lader, nö, der hat nichts Besonderes durchs Update gekriegt. Schade. Wir könnten aber auch nochmal zum Willi einfach runtergehen. Einfach nur, weil wir es können und weil wir ein toller Hecht sind. Und könnten gucken, ob der was Neues für uns hat. Sieht aber nicht so aus, ne? Am Strand gibt es auf jeden Fall nichts Gutes. Ah, da haben wir noch was. Eine Garnele. Miesmuschel und durchwäscht die Zeitung. Alle hopp, warum nicht? So, läuft bei dir irgendwas, Willi? Nö, immer das Übliche. Holen wir uns noch ein bisschen Dodofu. So. Und wieder zurück. Auf der Pelzerhof. Bei der Gelegenheit könnte ich gerade noch mal gucken, ob der Reisewagen zufällig offen hat. Oder ob der da ist. Eine Narzissa. Stinknormale Qualität. Na gut, dann eignet die sich noch nicht mal als besonders tolles Geschenk. Ja, Sam spielt hier wieder draußen mit seinem Skateboard rum. Alle hopp. Ich freue mich auf die nächste Rege, jetzt mal ohne Witz. Denn brauche ich Reisewagen. Und jo, Reisewagen. Sehr schön. Was gibt's denn heute im Angebot? Sternfruchtsaat für total überteuerte Preise. Rhabarbersaat genauso. Klassische Lampe, seltene Saat. Okay, holen wir uns mal wieder eine. Seltene Saat ist so gut. Das brauchen wir auf jeden Fall. Aber ansonsten war da mal wieder nichts Tolles drin. Schade eigentlich. Na gut. Dann geht's hier weiter. Und wir machen hier bei der Bewässerung weiter. So. Erstmal das Feld fertig anlegen. Und dann hier. Jetzt, Achtung, jetzt ich hier. So, Zeugerei und weiter geht's. Was? Okay. Lauf doch wie geschmiert. So. Der war unnötig, okay. Aber hier nur noch 3 und 3. Dann lauf das. Sehr schön.
Dann hier noch einmal die große Runde. Und schön ist es. Ja, Bohne hätten wir möglicherweise auch noch nehmen können, aber für Bohne muss ich immer so blöde Mischfelder anlegen. Und ich bin irgendwie nicht so der Fan von Mischfelder, um ganz ehrlich zu sein. So, dann hier wieder. Und weiter geht's. Huch, das Tier ist da unten. Das ist irgendwie auf der Zwischenweg da unten reingekommen. So. Ach, warte mal, halt mal den Gaul an. Wir können ja auch noch, höchstwahrscheinlich ist nämlich die Produktion genau schon durch. Und holen dann hier noch was. So. Wenn wir schon hier sind. Zack. Haben wir das noch. Güterle. Die will anscheinend hier rein. Die guckt nämlich sehr starr hier auf unser Feld drauf. Irgendwie habe ich gerade ein bisschen Angst vor der Kuh. So, weiter geht's. Im Gewächshaus habe ich ja soweit alles fertig gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. So, bevor das Vieh hier nämlich durchdreht. Okay, das ist noch nicht so weit zum Abschneider oder zum Ernte. Und hier nochmal der letzte. Perfekt. Und weiter geht's. Juppdapdi. Und juppdapda. Fidelidi und Fidelida. Perfekt. So. So sieht's doch gut aus. Oh, hoppla. Habe ich jetzt auch das hier was anderes gegossen? Die gehen alle wieder Abmarsch Richtung Stall, wie es aussieht. Jo. Ich glaube, die sind spätestens um 18 Uhr immer in ihrem Stall drin. So, den ganzen Krusch können wir fort. Das Zeug genauso. Und hier hätten wir noch eine Zeitung, die wir reinkippen können. Dann hat man irgendwo noch die seltene Saat. Ja, genau hier. 3 Stück sogar. Das können wir dann bei Gelegenheit im Gewächshaus oder so noch machen. Die Narzisse kommt weg. Und was ich jetzt noch machen will, ist noch in der Stäbruch reingehen und gucke, ob es da was Neues gibt. Dumm. Steinbruch. Und einfach noch ein bisschen Stähacker. So. Okay. So. Ja, Rotkohl. Da müssen wir anscheinend auch noch bis zum Sommer warten, wie es aussieht. Und im Sommer können wir dann noch endlich das Stör holen und bei Regen haben wir einen Angeltag. So viel kann ich jetzt schon mal voraussagen. An einem Regetag müssen wir in die geheime Wälder für ein paar Fische zum Angler. Dann müssen wir ovens noch zum Ozean, um den Aal zu angeln bei Regen nachts. Und das Stör, den kriegen wir nur an einem Regetag im Sommer. So. Okay. Naja, holen wir uns einfach noch ein bisschen Stäh. Kann ja nicht schaden. So viel Stäh, wie wir mittlerweile verbrauchen und verballert und verbaut haben. Gemischte Saat, schade. Die Bücher müssten allmählich auch mal komplett sein, ne? 67 Stäh schon insgesamt geschlagen. Über 70 kommen wir bestimmt. Sieht doch soweit ordentlich aus. Insgesamt 79 Stäh. Alter Falter. Hier. Genau. Perfekt. Sind wir doch soweit auch wieder ausgestattet mit allem, was wir brauchen. Und dann geht es wieder zurück in die Bushaltestelle. Meine Energie ist sowieso ziemlich hinüber, deswegen ist eigentlich nichts mehr zu machen heute. Nur noch der Rest Krusch sortiere und dann ist gut. Boah, wie schön hell das hier ist. So, da. Okay. Dann nur noch Klappe zu, Affe tot. Mehr bleibt mir eigentlich nicht mehr heute. Nö. Perfekt. Die Felder sind gemacht. Läuft alles gut. Ziegekäse kommt noch rein, wo es sollte. Und dann nichts wie ab in die Fall. Von morgen ist auch nichts mehr, soweit ich das gesehen habe. Genau. Erst in der Episode Übermeier hat der Bäuemeister dann wieder Geburtstag. Der kriegt dann wieder Shenny Pepperoni von mir. So, da. Das sind immer gute Einnahme. Verdammt gut, ja. Ist schön, dass wir das Gewächshaus haben, weil das bringt auf jeden Fall auch noch Unmenge an Zeug. Und sehr viel schöne Einnahme für uns.
Ja, was wir so großartig verschwendet haben, ist schon fast wieder in der Kasse drin seit Anfang Frühling. So, der Louis hat wie gesagt morgen Geburtstag. Ich hoffe, da ist nochmal Regen wieder. Ja, wunderschön und sonnig. Verflixt nochmal. Wieder ein Diamant gewachsen in der Post. Ackermann, ich sehe mich gerade wirklich nach einer frischen Aprikose. Ich habe Kenny im Laden gefunden, also froh richtig. Ich bezahle dich ja gut davor. Emily. Okay. Haben wir zufällig irgendwo Aprikose rumfliegen? Sieht nicht so aus derzeit. Hier kann Diamant rein. Pfirsich haben wir hier, aber Aprikose, glaube ich, haben wir nicht. Nee. Orange haben wir hier noch drin. Sieht nicht gut aus, war das Mädel, nee. Da haben wir auch noch Orange drin. Nee. Ich glaube, das sieht für die gute Emily nicht so gut aus. Da müssen wir warten, bis der Aprikosebaum im Gewächshaus fertig ist. Ja, Leverwurst, du kriegst natürlich sofort was. Dann gehen wir mal hier rein. Ach Gott, irgendwie scheint große Entefeder-Saison zu sein. So, der hat wieder ein bisschen Wolle abgemümmelt. Und die kommt doch gleich mal durch rein, wo sie hin muss. Dann raus mit den Viecher. Und das sieht doch super aus. Da brauche ich theoretisch mal einen Melkkübel und meine Schafsschere auch nicht mehr. Eigentlich richtig praktisch. Ah, die ist immer noch ein Baby. Die hat aber jetzt wirklich nichts, ne? Nö. Okay. Tja, wenn das so aussieht, dann brauche ich ja anscheinend meinen Melkkübel nicht mehr. Du können wir auch zeitgleich jetzt hier auch nochmal die Wolle reinschmeißen. So, dann werden erstmal die Eier wieder verbraucht. Und das Goldene. Viecher raus. Und Milchproduktion an. So, Iridiummilch haben wir hier noch und da ist noch eine goldene Milch. So, da das offensichtlich nicht mehr notwendig ist, kann ich das Zeug auch gut verstauen, finde ich. Da ist nämlich genug Platz drin. Ja gut, dann kommt Schafscher und Melkkübel hier rein. Wenn das jetzt offensichtlich so ist. So, das muss ich nochmal selber ordnen. Okay, die kommt hier rein. Der kommt wieder dort hier. Und dann legen wir nochmal los bei den Feldern. Und weiter geht's. Es könnte natürlich auch sein, dass in der Höhle was ist. Und ansonsten müssen wir auf die Aprikose im Gewächshaus warten. Oder der Reisewagen hat möglicherweise auch noch irgendwann mal etwas davor. Da müssten wir aber genauso drauf warten, wie auf der weiße Thun, der irgendwo, keine Ahnung wo, steckt. Und sich uns komplett verweigert. So. Da können wir bei der Gelegenheit ja auch nochmal drauf machen. So. Das war jetzt auch interessant, die Art, das Ganze zu gießen, aber warum nicht? Ja, genau, mindestens. So, dann hier haben wir ja auch noch ein bisschen was. Ja, uns geht allmählich der Köder aus, weil wir auch nicht mehr genug Käferfleisch einfach so parat haben. Was? Wenn wir jetzt schon am Wasser sind, das war der eigentliche Zweck hinter dem Ganzen. Und hier noch. Hier. Und ganz eng dran. So. Und drauf. Und der Wetter. Und hier unten ist auch noch ein bisschen was. Ui, das sieht aber auch ein bisschen komisch aus hier in der Wachstumsphase. Dann hier rum. Ah, das Zeug ist gut gerade. Perfekt, dann schauen wir doch mal, was das für Zeug ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, hier der Knoblauch. Und ich glaube, das waren die Frühlingszwiebeln, oder?
Ne, das war der Knoblauch. Okay. So. Aber Knoblauch können wir uns nach wie vor einfach wieder ein ganzes Feld vollziehen. Da habe ich jetzt persönlich kein Problem damit. Ui, wieder 3 Lehm. Sehr schön. Dann gießen wir das da schon mal vorsorglich. Und weiter geht's. Und dann hole ich nämlich beim Pierre noch ein bisschen Knoblauch. So, dann erst einmal meine ganze Tierprodukte hole. Aber das finde ich auch sehr praktisch mit dieser Maschine. Die hat uns hier etliches erspart. Ah, Kirsche sind noch drin. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, wie es hier aussieht mit unserem Hof und unserer Bäm. Uiuiuiui. Das war nicht richtig gegossen. Und dann noch einmal. Mhm. Oh, da müssen wir jetzt wirklich Obacht passen. Obacht geben. So rum. Und. Ja, da müssen wir richtig aufpassen, damit wir das noch sehen. Wo hier was hier geht. Moment, hier war noch irgendwas. Habe ich hier nicht irgendwas noch gesehen zum Abernte? War hier nicht irgendwo noch ein Plus? Nö. Okay. Wenn man es mal wieder nicht abwarten kann vor lauter Gier. So. Von links nach rechts ist wieder komisch irgendwie zu gießen. Da ist mal etwas unwohl dabei. Genau, und hier wieder. So. Ah, wahrscheinlich war das Pluszeichen, dass ich hier aus Versehen auf eine von der Aubergine und Pipapo drauf gekommen bin. Gut, so. Perfekt, dann Erntezeit. Und wieder Aubergine, jede Menge. Und wieder jede Menge Preiselbeere. Sehr geil. Boah, dass der mal gleich 2 bis 3 Stück rausfliegen, finde ich schon richtig geil. Okay. Das sieht doch gut aus. Knoblauch wollte ich noch bei Chez Pierre noch einkaufen. Dann läuft die Geschichte. Gut, der Stoff ist auch fertig. Na, ich warte nur darauf, dass die Wutz endlich erwachsen wird. Ah, perfekt, da ist das Zeug wieder gut. Dann kann ich gleich direkt die nächste Preiselbeere reinschmeißen. Wo haben wir sie dann? Da sind die nächste Preiselbeere. Also nichts wie ab mit der Dorei. Apropos Preiselbeere. Da bräuchten wir noch 4 normale. Genau, dann haben wir da nämlich wieder aufgefüllt. Und der Rest, der kommt... Ups, da heben wir uns ein paar auf. Die können alle rein. Und da heben wir uns einfach mal ein paar Prestige-Dinger hier auf. So. Jo, rein mit euch. Die Kirsche heben wir einfach mal auf. Heben wir doch erstmal die Kirsche auf. Warte mal, habe ich gerade sagen, hier habe ich noch aus Versehen eine Melone reingeschmissen. Und, okay, es war eine doppelt gemobbelte. Da ist nämlich jetzt hier nochmal Platz frei für 5 super Knoblauch. Dann der Stoff kommt hier noch auf jeden Fall rein. Und die Fackeln können hier sowieso noch rein. Und der Lehm ist das. Und 4 Knoblauch kommen hier reingeschmissen in die Truhe. Und weiter geht's. So, das heißt wieder ab zum Pierre und 24 Knoblauch gekauft. Ich persönlich liebe hier Knoblauch. Ich würze damit unglaublich gern. Das kommt bei mir fast an jede Speise dran. Also, herzhafte Speise natürlich. So, Pierre, mein Guter. Wie sieht's denn mit der Freundschaft mit Abby aus? Immer noch bei 10er. Sehr schön. Hi, Schatz. Ja, das ist nett, dass ich herkomme. Und die Berghöhle habe ich auch schon erkundet. Und irgendwann gehen wir mal zusammen hier. Ganz bestimmt. So, 24. Das war dann Zierlauch, genau. So. Ein Apfelbaumhämmer, Granatapfelhämmer, Pershing-Hämmer, glaube ich. Und Aprikose dürften wir auch, aber Kirsche und Orange haben wir uns, glaube ich, auch gesetzt. Granatapfel, Kirsche und Orange. Oder was das war. Ich bin mir nicht sicher, was es war. Aber ich glaube, ein Aprikosebaum haben wir gepflanzt. So. Jetzt also wieder zurück. Dann überlege ich, was könnte ich noch mit dem angebrochenen Dach so anstellen. So, erstmal könnten wir gießen. Dann
gehen wir hier rein. Und joink. Siggi, das war ein bisschen blöd. So. Und hier wieder nichts wie Reim im Knoblauch. So. Richtig gut. Na, Allah. So wird auch ein Schuh draus. Wisst, was wir noch machen könnten am Rest von dem Dach? Wir holen uns Saat diverser. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir pflanzen uns jetzt nämlich ein Eck, wo wir eigentlich in die Baumschule hochziehen. So, das machen wir da hinten, ne, nicht bei Großvaters Grab, aber hier die Ecke, die wäre perfekt. Hier direkt vor der Gastarbeiter mache ich das Ganze. Dafür nutzen wir jetzt den Rest vom Dach, um die Stelle zu ordnen. So, genau das machen wir jetzt. So, nichts anderes. Dafür schlagen wir jetzt auch extra das ganze Feld kurz und klein. Damit wir hier richtig schön die Baumschule hinstellen können. So, hoppla, das war das Falsche. Das können wir kurz wegschlagen. So, ist mir egal, was hier drin ist im Boden. Das kommt alles weg. Weil hier kommt unbedingt die Baumschule hier. So. Das Gras muss jetzt auch weiche. Huch, ah ja, da war die Siggi noch im Gras drin. So, raus damit. Und dann fangen wir doch mal an. Wir legen einen Steinzaun und Holztor außenrum. 2 brauchen wir dafür. Wir legen diverse Zeug außenrum. So. Alle hopp. Gut, machen wir hier. 5er, ne? Das ist von hier aus sollte Zaun. Da möchte ich einen Weg. Und dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Da wird der Reihe freigelost. Dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier 5 verschiedene Bäume. Genau. Und hier kommt noch der Kruscht. So. Und da kommt der Reihe. Und das sind unsere Baumschule, die wir hier mit Zapfanlage dann versehen werden. So. Oh, hoppla. Das wollte ich doch gar nicht. Sorry. Das wollte ich. So. Das machen wir jetzt nämlich noch mit dem Städzaun außen rum. Gerade mal gucken. Hier müssen wir ja stehen können. Das heißt, wir müssen hier entlang, ne? So, dann müsste hier circa, Moment, 1, 2 und bei 3. Genau, hier muss die Lücke sein. Und da geht's außen rum. So. Hier ist der Pfad. Das heißt, es muss hier lang. Noch einmal. Dumm. Noch einmal einfach 10. Und. Ach Gott, hier ist der Pfad. Das heißt, es muss hier entlang, ne? So, perfekt. Dann muss dann circa 5 werde ich noch brauche, schätze ich jetzt mal. 1, 2, 3, 4 und jawohl, Geilomat. Dann kommen dazwischen die Steinwege. So, dann machen wir auch einfach mal vorsorglich 15. Da setzen wir nämlich schön hier noch einen Weg außen rum und für dazwischen. So, ist das nicht ultra ochsengeil? Da warten wir jetzt nämlich, bis die Dinger soweit ausgereift sind. Dann können wir überall eine Zapfanlage dran machen. Da haben wir nämlich auf der anderen Felder einfach nur frei dafür. Dann können wir die ganze Bämfälle, die uns so dummerweise im Weg stehen, finde ich persönlich richtig gut. So. 5 einfach noch. 1, 2, 3, 4 und 5. Ne, da brauche ich noch einer. Okay, hey, wäre ich mal ein bisschen mutiger gewesen. So, 5er. Dann die Tore. Genau. Und hier. Und dann brauchen wir noch Pfade für dazwischen. Da legen wir auch noch die Dinger an. Ich glaube, 4 dürften das sein, oder? 1, 2, 3, 4 und 5. Ne, dann brauchen wir 6 Stück insgesamt noch. Ich hoffe, so viel Rechner bin ich noch in der Lage. So viel Rechenaufgabe bin ich auch in der Lage. Perfekt. So. Jetzt warten wir doch nur noch, bis das hier wirklich heranwächst. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch die Dumm.
Pflastersteine. Ich will nämlich jetzt auch das Zeug, also Trittsteinpfade. Ich will nämlich noch der Rest von meinem Zeug anschließen. So, 30. Ja, jetzt haben wir mal wieder ordentlich schnell verballert. So, denn meine Gastarbeiter müssen hier definitiv auch noch verlinkt sein zu dem Ganzen. Die sind jetzt auch Teil von einer wunderschönen großen Community hier. Perfekt. Gut, jetzt haben wir aber noch 7 von den Dinger übrig, wisst was? Machen wir es doch einfach so. Wir legen hier noch was aus, damit der Teil hier ganz gepflastert ist. Haben wir noch 10er. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und 2, ich glaube, da passen aber noch 4 hier. Bin mir nämlich so ganz sicher. Ja. Ich glaube, da passen noch die. Genau. So. Ist das geil oder ist das geil hier? Na, Allah. Dann können wir nämlich sehr bald den ganzen Zapfhahn-Scheiß wegmachen und hier ordentlich hier noch ein paar Dinger. Finde ich richtig gut. Wisst was? Das ist ja eigentlich, das wird ja eigentlich nicht genutzt, davor du hier einfach nur irgendeinen Trittsteinpfad sich dünn entlang schlängelt. Machen wir das Ganze doch mal fix und machen das zu so einem gepflasterten Hof mehr oder weniger. Da brauchen wir jetzt noch 3, 4, 2 und 3. Ja, dann machen wir hier einfach der doppelte Pfad. Dann läuft die Geschichte nämlich. So. Dann haben die hier nämlich vorne dran gepflastert. Sieht schön aus. Und ich denke, Heidewitzka, da habe ich mal einen Mundfurz fahren lassen, vor lauter Gut, vor lauter A-Erkennung. So, die Fackel hat mich jetzt auch schon seit längerem ein bisschen gestört. Dann kommt jetzt alles hier, wo es hin muss. Die Fackel kommt da hier, wo sie hin muss. Der Harz kommt natürlich hier, wo er hin muss. Und der Rest von dem Schützefest hier kommt, ach, da hier, wo es hingehört. Warum ist da die Pepperoni-Uhr plötzlich? Die hat doch nichts zu suchen. Die ist von der Bäuermeister Louis wieder. Der hat nämlich morgen Geburtstag bei der Episode übermorgen. Genau. So, nachdem das alles geklärt ist und ich mal 3 Episoden pro Tag jetzt auch wieder gemacht habe, sehen wir uns übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Aber erst mal gucken, ob alles soweit gut läuft. Kein Level-Up war irgendwas, aber du dafür wieder ordentlich die fette Kohle gemacht. Wir sehen uns wieder übermorgen, wenn ihr Bock drauf habt. Ich habe auf jeden Fall tierisch Bock, nachdem ich jetzt alles koordiniert habe. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Iron Yankee.